Hey, ciao zusammen, René hier. Heute Morgen 161 Pfund, ist gut. Oh, das ist der Feister. Dann habe ich ein grosses Glas Zitronensaft gemeint. Jetzt bin ich mit den Hunden unterwegs. Dann mache ich dort Messungen, um zu schauen, wie der Tag gestaltet. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Jetzt habe ich noch schnell einen Kaffee über und dann mache ich die Messungen. Oh, zuerst Messungen. Als erstes lege ich den Pulsgurt an und dann messe ich aber das Körperfett mit dem Gerät Sculpt. Das kann ich via iPhone steuern. Dann muss ich es aber zuerst gut annetzen, damit es Kontakt gibt. Dann dort her haben, wo ich messen will, und per Telefon auslösen. 11,2% heute Morgen, das ist ein bisschen weniger als gestern, tipptopp. Als nächstes Blutzucker. Ich erwarte einen kleinen höheren Wert. Ich hatte gestern Abend relativ viel Fleisch und das kann sich dann auch auf den Blutzucker niederschlagen. Wenn das so ist, würde ich heute kein Kohlenhydrat nehmen und nur wenig Fleisch oder Fisch. Jawohl, 104, das ist zu hoch, 89 wäre gut oder weniger. Als nächstes messe ich Heart Rate Variability. Das zeigt mir dann, wie gut dass ich heute trainieren kann. Das Ganze läuft während 2,5 Minuten. Jetzt sehen wir das Resultat. Im grünen Bereich da kann ich trainieren, wie ich das wollte. Orange würde ich ihre Intensität zurückschrauben und wenn ich rot habe, mache ich sicher einen Ruhetag. So, es ist Zeit für auf das Velo. Oh, jetzt sehe ich gerade. Ich habe weder Shimano noch ein Samsung, aber dafür habe ich ein Trek. Hier noch eins die Maffetone-App, die mir hilft, den Oberpulswert festzulegen für die maximale Fettverbrennung. Das ist bei mir 127. Wer ebenfalls Velo fährt, weiss, das ist nicht so hoch. Es braucht ein bisschen Mut, dass man da nicht drüber geht. Zum Türchen aufnehmen brauche ich Strava. Das gibt mir Infos wie Puls, Geschwindigkeit oder auch Wattanzeige. Aber ist jetzt mit dem Ziel, möglichst viel Fett abzunehmen, nicht ausschlaggebend. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, I got this good on times. You want to spend some time back here with me. Oh, and time to time I am wondering who is she to me. I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey. Kurze Pause, gehen weiter. The only one I'm thinking of. Hey. She's everything I'm dreaming of. Hey. The one that I can live without. She's the one I'm thinking. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber es war noch cool. Lifeguard im Training. Thinking of. Hey. She's everything I'm dreaming of. Hat heute ein bisschen Disziplin gebraucht. Ich war gut zu Weg und halt eigentlich bremsen, dass die Pause zu hoch geht. Jetzt habe ich leicht Hunger, bin nüchtern gefahren. Jetzt mache ich mir ein ganz einfaches Smoothie. Jetzt nehme ich den Smoothie, extra nicht viel drin. Proteinpulver nehme ich zurzeit überhaupt keins. Weil wenn ich Proteinpulver drin tue, ist die Chance, dass ich relativ schnell Hunger bekomme, gross. Und im Moment geht es gut. Ein bisschen spüre ich es, aber genau so muss es sein. Und jetzt nehme ich gemütlich den Smoothie. Ich gehe dann mal an den Strand schauen, was los ist. Ich glaube, es ist ein Volleyball-Tournament im Gang und es gibt sicher ein paar coole Aufnahmen für meine Auswanderergeschichten, für meine andere Serie. Und ja,
würde sagen, dann sehe ich euch zum Mittag, zum wahrscheinlich ersten handfesten Essen von heute. Bis dann. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? So, es ist jetzt gegen 2. Jetzt machen wir zum Mittag. Ich habe Fisch mit ein bisschen Gemüse gehackt, Süßkartoffeln mit Cauliflower. Cauliflower ist Blumenkohl. Und ein bisschen Anker dazu. Das ist super einfach und schnell vor allem. 7 Minuten, das Essen ist parat. Ich habe Hunger, freue mich. Ich tue noch ein bisschen Salz drüber, ein bisschen Pfeffer. That's it. Gut beim Essen. Super Fan gsi. Jetzt noch das Käfeli. Es ist 1:45. Die Kaffee ist angesagt. Das kann ich eigentlich nicht pennen. Yes! Übrigens wollte ich noch sagen, wenn ich dann von der Zeit her lieber ein koffeinfreies Kaffee nehme, dann nehme ich im Moment den Kicking Horse Kaffee. Entscheidend dabei ist, dass sie das Swiss Water Process brauchen, um Koffein rauszunehmen. Also nicht chemisch, sondern mit Wasserdruck. Es ist Samstag, ich mache jetzt noch ein paar Haushaltssachen. Schliesslich hat man einen guten Hausmann sein. Und dann werde ich dann später noch im Kraftraum ein paar Übungen machen. Bis später. Willkommen im Gym, ich bin hier im 24-Hour. Wie ich das schon auf dem Velo mache oder wie ich die Ernährung ausrichte, auch im Gym, ist alles abgestimmt auf möglichst Fett verbrennen. Die Art und Weise, wie ich das mache, ist, dass ich 2 Aufwärmsets mache mit leichtem Gewicht, also eines mit 50% vom normalen Gewicht, dann das zweite Set mit 75%. Und die Magie passiert dann im Arbeitsset, das ist das dritte. Da lade ich so viel Gewicht als möglich, sodass ich nur etwa 2 bis maximal 3 Wiederholungen zustande bringe. Heute habe ich Brust gemacht, jede Übung folgt dem genau gleichen Muster. 2 Aufwärmsets und das dritte Arbeitsset mit Maximalladung, so wie gesagt, dass ich maximal 3 Mal höchstens die Übung machen kann. Mir ist wichtig, dass ihr seht, wieso sie im Gym im Moment so trainieren. Und wichtig ist zu verstehen, dass wenn ich mit dem Messsender auf der Sparflamme fahren, ist das ein kataboler Prozess, also abbauen. Schliesslich will ich auch Fett verbrennen. Wenn ich auf dem Rennen hocke oder joggen, Austauschsport, das ist ein Katabol, ebenfalls ein abbauender Prozess. Jetzt, dass ich das möglichst lang durchziehen kann, fehlt der Gegenpol, der Anabol-Input, und das mache ich hier im Gym. Kontrollieren könnt ihr, ob ihr es richtig gemacht habt, indem ihr nach dem Gym eigentlich rauslauft und müsstet aufgeklebt sein. Also im Gegensatz, wenn ihr ein Hypertrophy-Training macht, also ein Muskelaufbautraining, wo ihr wahrscheinlich kaputt zum Gym rausschnagt, ist es beim Maximalkrafttraining so, dass ihr rauslauft und eigentlich das Gefühl habt, shit, ist das schon durch? Ich fühle mich eher aufgedreht. Und genau diesen Effekt wollen wir haben, das ist der Anabol-Effekt.
Es hat zwei Vorteile. Wir können durch das ein bisschen länger Strandfigur rumbasteln, ohne dass wir ausbrennen und das Gefühl haben, nein, jetzt dreht er durch. Und zweitens werden die Trainings natürlich viel schneller. Im Moment gehe ich ins Gym 20 Minuten später oder zumindest nach einer halben Stunde bin ich fertig raus und das ist natürlich super. So, fertig trainiert, ich muss aber noch das Nacht holen. Was mache ich jetzt? So, jetzt hatte ich heute Morgen ein bisschen hohen Blutzucker gehabt. Und das bedeutet, dass ich Kohlenhydrate und Eiweiß heute ein bisschen auf der vorsichtigen Seite fahre. Und ich habe mir überlegt, zum Nacht Gemüse mit ein bisschen Speck und that's it, weil Fett ist dann halt die einzige Alternative. Ich zähle Grünzeug nicht zu den Kohlenhydraten, darum sage ich eben Grünzeug. So, einkauft haben wir und wie mein Menü fertig aussieht, das seht ihr jetzt. Mouais, voilà! Es sieht super fein aus. Ich freue mich, jetzt habe ich doch ein Hungerli und muss noch den Hund geben. Die haben sicher auch Hunger. Time after time, I'm wondering who is she to me. I'm gonna tell you right now, 'cause So, jetzt würde ich sagen, ihr habt einen Einblick bekommen über meinen ersten Tag. Das wird jetzt im ähnlichen Stil weitergehen. Morgen schauen, wie ich den Tag gestalten muss, Essen und Sport. Und so, ja, geht es dann die nächsten 3 Wochen weiter. Ich freue mich auf die nächste Episode. Abonnieren, teilen, liken, Fragen unten in den Kommentaren. Tschüss. the one that I can lose.